Ja, mit den Crusadern geht es weiter hier bei Yu-Gi-Oh! Master Duel. Jetzt muss ich erstmal gucken, also vielleicht mal hier den Feldzauber aktivieren. Für die Mech-Ritter, so. Zieh eine Karte, du kannst 8 Mech... Das gesamte Exit, das geht jetzt auf den Friedhof. Klingt nicht schlecht, aber ich glaube dafür, das dauert noch ein bisschen. Crusader Vorhut. Ganz zusätzlich ein Grundname von einem Deck oder Friedhof. Okay, das ist eigentlich nicht schlecht. Ich rufe trotzdem erstmal ihn hier. Der blaue Himmel. Der hat schon immer gute Hilfe geleistet. So, wenn ich denn sonst noch nach den hier? Indigo Blau. Ah, dann eine Main Monster Kartenzonen. Ist eigentlich immer cool, der Effekt. Zerstöre ist ein offenes Monster wählen. Ja, wir müssen jetzt noch was im Friedhof haben. Im Friedhof verbannen, macht das. Ja, eine Karte des Gegners in der Spalt dieser Karte durch Kampf zerstört oder das Spiel verlässt. Eine Hand beschwören, müssen wir erstmal auf der Hand haben. Füge eine Hand hinzu. War der noch so drauf? Toledo verbanne es. Die violette Dingsbums ist auch nicht schlecht, wa? Ich glaube, nehmen wir ihn hier, komm. So. Ich habe bereits gerufen. Ich könnte jetzt natürlich eine Karte abziehen. Ziehe eine Karte. Will ich eigentlich nicht. Im Gegenteil, ich will erst einmal die setzen, damit ich ihn spielen kann. Vielleicht den Nachteinbruch. So. Den Effekt aktivieren, das werden wir gleich tun. Rufen könnte ich Mech-Ritter des Morgengrauen. Ja, oder ein Mech-Ritter-Monster. Beide für Opfern, ich weiß nicht. Ne, gravier es mal an. So, das hat doch schon mal Spaß gemacht. Dann würde ich mal sagen, Mainphase 2, ich aktiviere dann einen Effekt. Schick's den mal für eine Runde weg. Währenddessen kommt ein anderes Spielfeld, vielleicht mal er hier. Dann kann ich ihn ja wieder rufen. Durch die allgemeine Fähigkeit der Mech-Ritter, die vielleicht ein bisschen OP ist, wer weiß. Aktiviere ich deinen Effekt, verschieb dich mal. Zack. Und können jetzt immer noch Mech-Ritter des Morgens rufen, damit ich halt ein Link-Monster habe. Ja gut, ich meine klar. Wenn ich den hier hinsetze, kann ich nachher wieder meine beiden anderen Monster rufen. Ja, aber da kriegt einen Boost und so, aber dafür 2 meiner Mech-Ritter-Monster einfach weg loswerden. Wenn es 1 wäre, okay, aber 2 davon ist schon ein bisschen heftig.
Der gute alte Crawler. Ja, kaum aktiviert mal die Fallenkarte. Da bringt halt auch nichts, weil die Effekte nutzen. Das Spiel zu verwenden und hier einfach ein Ding zu switchen. Ja gut, machen kann ich schon. Was bringt, ist die andere Frage. Ah, der schon wieder. Aber jetzt klar, er hat einen megamäßigen Boost drauf, aber was soll ich machen? Ein Monster entfernen bringt mir irgendwie gar nicht so viel. Heftig war es, dass man so sagen darf. Puh, so, da mal gucken. Gegner kontrolliert, den Gegner kontrolliert. Okay, da ist Blitzsturm, kann ich nachher mal spielen. Den kann ich nicht, weil... Das kann ich auf den Karten kontrollieren, okay, jetzt vorher aktivieren müssen. Scheiße eigentlich. Das ist ein Problem, weil ihn rufen in derselben Spalte wie der hier geht gerade auch nicht. Der bringt mir jetzt auch nicht viel. Na gut, ich kann mit ihm den hier zerstören, dann wird der hier speziell schon beschworen werden. Und dann hoffen, dass er ihn nachher trotzdem killen kann. Mehr fällt mir jetzt auch nicht ein. Also Problem ist, die so rufen, weil der natürlich jetzt auf das Feld hier drauf zeigt. Das geht zwar, bringt mir aber jetzt nicht so viel, weil ich müssen wieder verschieben. Ich hätte zwar ihn hier, der verbannt meine Monster nur. Aber die jetzt rufen bringt mir gar nichts. Den Effekt hier von Narben des Weltvermehrs aktivieren bringt mir auch nicht viel. Aber es ist cool, dass er den Effekt schon mal als Konter nutzen kann. Hätte ich den Effekt auch nutzen können als Konter? Das ist die Frage, weil es wird ja 2 Angriffe. Also mit den beiden angreifen wäre eher doof. So, jetzt hat er gar nichts mehr. Natürlich könnte ich ihn nach Monster rufen, wie ich fröhlich bin. Die Frage ist bloß... Bringt mir jetzt auch nicht viel, irgendwie im Modus switchen. Nee, warte mal, dann... Also ich glaube, lieber mal darauf ankommen, was jetzt passiert. Weil er keine Karten mehr. Der muss jetzt ein unglaubliches Glück haben. Natürlich hat er das auch.
Das bringt mir jetzt nicht so viel, weil ich die Karte auch noch habe. Und tschüss. Ja, Kumpel, kannst du gerne nochmal versuchen. Aha, also schieß, was? Ah, kann ich verstehen. So, jetzt ist der da. Was macht eigentlich die Karte? Ja gut, wäre einfach sicherheitshalber oder so eine Weltvermächtniskarte. Das heißt, sie können eigentlich auch den hier spielen. Da bringen wir jetzt auch nicht so viel an. Normale Rufen gehen natürlich auch. Die Karte bringt ihm gar nichts. Sehr gut. Ja, eben kann er gerne machen. Stufe erhöhen, das ist nett für ihn. 2 plus Mech-Ritter, ganzes Ding. Ah. Also wenn dieser Spalt ist, spielt es jetzt nicht mehr so eine Rolle. Weil diese Karte in der Extra-Monster-Zone auf keine Monster zeigt, kann sie durch Karteneffekte zerstört werden. Dann ist eine andere Karte, die du kontrollierst, und der Spalt dieser Karte im Friedhof liegen. Ja gut, trotzdem 3000 Punkte. Das ist schon heftig. Den kannst du trotzdem noch spielen. Ne, 8 verschiedene aber noch nicht auf dem Friedhof, zum Glück nicht. Wäre jetzt ein bisschen übel. Ja gut, ein Empfänger, ja, kann man machen, muss man nicht. Ich rufe trotzdem mal ihn, mal gucken, was passiert. Was haben die alles für Effekte? Die haben ja eigentlich schon alle gebraucht, wa? Blauer Ritter, Dankeschön, der muss eigentlich auch weg. Die anderen beiden könnten eigentlich noch bleiben. Also natürlich will unbedingt den Effekt haben. Eigentlich will das Ding ja auch... Ja komm, weißt du was. Position. Ja, den Effekt könnte ich nutzen. Ich bei dieser Karte wählen. Das wäre ein bisschen doof. Ich hätte lieber ein anderes Monster gerufen. Warte mal, wenn ich den nutze, kann. Ist die Verteilungsposition. Aber ein anderer. Aber jede Mech-Karte nur einmal, wa? Kann das sein? Das ist natürlich ein bisschen doof. Also, sonst hätte ich halt gerne einen gerufen Mech-Ritter, mit dem ich das Monster hier ihm verschieben könnte. Dann hätte ich den einfach wegpulverisieren können. Naja. Man kann nicht alles haben, nicht wahr? Ja, aber ein Crusader Link Monster wählen, habe ich halt keins. Okay, ich könnte natürlich theoretisch wieder Synchro-Monster rufen. Nee, geht gar nicht. Hab gar keine. Hä? Dann dient die nur als Knurrenfutter, um irgendwelche Link-Monster zu rufen. Ist natürlich auch eine Variante, aber ganz ehrlich, dann mache ich lieber direkt. Ich muss sagen, die Mech-Ritter gefallen mir schon. Vor allem, sie ergänzen sich auch gut, sie sind wirklich mega mächtig, du kannst relativ leicht rufen. Und die Art und Weise, wie sie voneinander unterscheiden und gegenseitig ergänzen, erinnert mich ein bisschen an die Kristallungeheuer von früher. Nur, natürlich sind sie wesentlich mächtiger, die Mech-Ritter. Die Kristallungeheuer an sich waren ja eher schwache Monster, aber eine Kombination, nur mit den Zauberkarten dazu. Ui, da waren sie vielleicht mächtig. Erhalten hat. So, perfekt. Und das auch. Wind fehlt noch ein bisschen was. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir machen deswegen die Praktik hier mit dem Orkus-Deck.
Das dann, den Rest davon vielleicht nächste Folge noch hinkriegen. Also, was kann das Orkus-Deck? Was macht ein Orkus-Deck einzigartig? Was? Eine gängige Methode, seine Züge mit einem Orkus-Deck zu verlängern. Besteht darin, die eigenen Monster als Kosten für die Spezialbeschwörung anderer Orkus-Monster vom Friedhof zu verbannen. Aha. Orkus-Monster, die als Kosten verbannt werden, können durch die Effekte von Orkus-Link-Monstern zurück ins Deck gebracht und wiederverwendet werden. Also Link-Beschwörungen krachen, aha, also im Prinzip eine Beschwörung nach der anderen. Non plus ultra. Zwei Karten, das ist natürlich cool. Die mächtige Hand. Was? Du, eine Link-Beschwörung. Der Orkus-Automat, ja, ja. Ist aber schon nicht ohne, wa? Also verbannen, okay. Der Longirsu, ja, so schnell wird aus einem Ningirsu ein Longirsu. Wirkt schon recht komplex, wa? Solange er verlinkt ist. Der könnte hier noch was nutzen. Warte mal, heißt es jetzt, warte mal, noch ganz kurz. Können Sie nochmal Effektaktivierung machen? Ja. Zum Beispiel, um ihn zu nutzen, ein anderes Monster vom Friedhof zu rufen oder so. Longirsu, greif an. Und die Weltvermächtnisse. Tja. So schnell kann aus Freund plötzlich Feind werden. Das ist eigentlich schon traurig, wa? Praktik. Ja gut, aber jetzt die Duelle auch noch so mir nicht schaffen. Das sind schon irgendwie wieder so Decks, die einerseits ähnlich sind wie die anderen mit den Orkus, nicht Orkus, sondern mit den Crusadia und so, aber andererseits sind noch komplett anders. Das ist irgendwie, naja. Wir werden sehen, Freunde, wie es weitergeht. In der nächsten Folge zurück bei, obwohl, eigentlich noch zu früh war. Ein bisschen noch zu früh, komm.
Kurz reinsteigen, vielleicht sogar den ersten Zug machen, das können wir noch. Jinzo Jector. Lump, ja, du bist auch ein Lumpe. Finsternismonster, okay. Also ihn mal rufen. Vor allem Jinzo, den fucking Jinzo, ey. Was hat denn eigentlich der nochmal für einen Effekt? So Jean, solange sie auf dem Feld ist. Erstmal den hier, weil ich eh schon zwei Jinzos habe. So. Wir gucken mal kurz, was der Kind noch macht und wie wir dann darauf reagieren wollen. Ob wir überhaupt reagieren wollen. Ob nur er reagiert. Oh Mann, ey, ja, das kann ja was werden. Leute, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Zurück bei Yu-Gi-Oh! Master Duel. Noch ein Jinzo-Jektor. Ich jekte dich auch gleich, ey. Au. Kann ich? Welches? Hier kommt Jinzo. Effekt aktivieren. Okay, okay. Alles cool. Machen nächste Folge, Freunde. Bis dahin. Bye, bye.